Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fate Wilson und zeige euch heute ein Gegenfeuerbild. Das ist ausgewogen zwischen Skills, Damage und Rüstung. Die Skills kann man variieren, wie man lustig ist oder wo es man gerade spielt vielleicht. Und dann würde ich sagen, einfach mal, packen wir es. So, jetzt haben wir beim Bild. Anfangen wir dann mit der Spezialisierung. Sagt man haben wir einen Techniker genommen. So, Techniker. Ist jetzt mein Favorit geworden. Ich habe fast jede Spezialisierung probiert. Lichtschütze, Techniker und Zerstörungsexperte habe ich durch. Überlebensexperte gegangen da, aber wie gesagt, am Techniker bin ich hängen geblieben. Techniker haben wir was davon, dass Drohnen und Roboter einen höheren Schaden um 12% kassieren, wenn wir es haben. Und einstellen sollte man es natürlich auf Maschinenpistole und auf Sturmgewehre. Wichtig ist, dass Maschinenpistole eingestellt ist, weil die Gegenfeuer eine Maschinenpistole ist. So, jetzt hat man das Licht ausgeschalten. Passt. Die anderen Sachen, Widerstand gegen Impulsgeber, 15% Rüstung, wenn sie mit der Fertigkeit zielen, die Sachen, kommt darauf an, was für Skills das dann einsetzt, weil die Skills, was drin sind, sind nicht zwingend. Zwingend ist nur das Bild. So, jetzt gehen wir mal um die Richtung um, nicht, dass uns so einer wieder wegschubst. So, schöne Wand. Da fangen wir mal mit dem Bild. Wie gesagt, Techniker. Granaten habe ich ganz normale eine da. Pistole, die 50 mit einem Vollstrecker dran. Talentvollstrecker kannst eigentlich hernehmen, was für lustig bist, was für Pistolen. Vollstrecker deswegen, weil man da die Waffenschaden oder die Chance auf kritische Treffer um 30% und der Schaden durch kritische Treffer auch noch um 30% steigern kann, wenn man es hinbringt. So, die Gegenfeuer, das ist auch so eine Geschichte, die habe ich jetzt in Tetrat auf Expertisen-Level 20, weil das dann nochmal einen roten Kern generiert sozusagen. Also haut es mich tot, ich sage, das ist so. So, dann habe ich es probiert, 30 Mal gerollt und ich habe nicht Schaden gegen ungedeckte Ziele auf die Waffen drauf gebracht, ich habe jetzt einen Kopfschussschaden drauf. Des Weiteren hat die Chance auf kritische Treffer und MP-Schaden nochmal 15% mehr. In der Kombi hätten wir jetzt dann 30% MP-Schaden, oder? Ist das ein Schmarrn? Weiß ich nicht. So, Bezahlung in Materialien. Wenn Gegner Schaden zugefügt wird, wird ein Stapel mit 1% Schaden durch kritische Treffer bis zu einem Maximum von 200 hinzugefügt. Die Stapel erhalten 10 Sekunden. Beim Nachladen wird 10 Sekunden lang blutende Wunde hinzugefügt, bei einem selber, ja, die wo 0,5% Rüstungsschaden pro Stapel verursacht. War schlimm, also ist echt lästig, vor allem der Bildschirm, der wird so rot und pulsiert so und das ist echt scheiße. Und da die Waffe gut ist, haben wir gedacht, jetzt bauen wir das Bild mit 100% Schadens, ja, wie heißt jetzt das? Gefahrenschutz, Schadenswiderstand würde ich sagen. Ja. Dann machen wir weiter. Unsichtbarer Mann, Jalgir. Hat 10% Gefahrenschutz, 5% Waffenschaden. Gerollt, also gerollt ist das Ding sowieso immer Lebensenergieschaden und sollte man drauf haben Gefahrenschutz. Dann haben wir ein Ninja Backpack. Ein Ninja Backpack ergänzt immer ein Teil dazu. Das heißt, wir haben von jedem Teil, was wir drin haben, das Doppelte. Den brauche ich eigentlich nicht mehr erklären. Ist somit schon erklärt. Er hat halt 3 Teile, also 3 Kernattribute, Rüstung, Fertigkeitsrang und Waffenschaden. Da habe ich am Mod 12% Schaden durch kritische Treffer drinnen. Dann haben wir die Sokolov-Weste mit dem Talent Vernichten drauf. Die hat dann MP-Schaden 10%, Schaden durch kritische Treffer 15%. Ich habe dann einen Mod drin mit 6% Chance auf kritische Treffer, dann hat Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer noch einmal. Und natürlich auf Rot gerollt. Dann haben wir drin den Picarus Holster. Der Picarus Holster hat bekanntlich auch einmal Rüstung und einmal Schaden. Und da in der Mitte drin haben wir umgerollt auf Gefahrenschutz. Dann haben wir Walker in Harris Knie. Da geht es jetzt dann schon los. Walker in Harris Knie, Waffenschaden und Rüstungsschaden. Gut, ganz gut. Haut an Waffenschaden doch ein wenig in T. Dann Schaden durch kritische Treffer und Gefahrenschutz. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang probiert und gespielt mit dem Cesca. So, habe ich auch Gefahrenschutz
Und wenn man den ausrüstet, hat man Chance durch kritische Treffer noch mit 10% und Gefahrenschutz. Das müsst ihr selber probieren, man hat nicht so viel Schaden, aber man kommt dann auf die 100% Gefahrenschutz hin und kann sich den einer Motto herum, den blauer, sparen. Das muss jetzt jeder mal probieren, aber der Waffenschaden sinkt. Ich tue euch jetzt das Ding mal schnell rein, dass man es sieht. So. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir dann den 132 abgesenkt. Und wenn man den anderen Waffenschaden dann dazu hat, beziehungsweise das andere Holster spielt, wo ist er denn? Den da, dann hat man 135. Also ist minimal größer und muss ich sagen, wird es wahrscheinlich so rundum gescheiter sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob jetzt das gescheit ist oder das andere gescheit ist. Fakt ist, wenn man den eine tut, hat man 100% Gefahrenschutz und braucht nicht gerade umeinander tüdeln. Und ja, probiert es selber aus. Das überlasse ich euch. Haut es mir dann in die Kommentare ein, wo es für euch besser ist. Ich habe jetzt einmal den Walker Harris rein da. Und dann braucht man noch die Handschuhe. Das sind Kavalierhandschuhe. Die haben dann noch mit 30% Gefahrenschutz, weil Memento Pack weg. Ja, Skills spiele ich mit Schild und die Seeker Mines. Und mit der die 50 mit dem Talent Vollstrecker kann man noch mit 30% Schaden durch kritische Treffer und Chance durch kritische Treffer erhöhen. So, jetzt haben wir einen Schießstand. Haben wir das ein wenig ein. So. Da mal auf der rein. So, wie gesagt, wir gehen jetzt noch die 10%. Wir gehen jetzt nur die 10% ab, wo es auf der Gegenfeuer draufkehren Daten, wix Schaden gegen ungedeckte Ziele, die habe ich jetzt nicht. So, einmal, zweimal, dreimal, um. Und die Stacks aufbauen, so, jetzt haben wir Stacks aufgebaut. Das gesehen, nachladen tut überhaupt nichts. Und ich denke, das ist ganz gut jetzt so. Bis 500, wenn ich Kopfschuss nehme, geht es natürlich nur besser. Ab bis zu 700. Was da ausgeplattert. Dann mal so probieren. Also ich finde das eigentlich nicht schlecht. Man braucht halt ein bisschen, bis die 200 Stacks da aufgebaut sind. Und wie gesagt, das jetzt das durch das Gefahrenschutzzeichen, was wir drin haben, passiert jetzt beim Nachladen überhaupt nichts, wenn man sagt. Ne? Und ich denke, die macht schon gut Damage jetzt, die Waffen, so kann man es lassen. Mille mit einem Magazin. Ist gut, oder? Bei vollen Stacks. Ich sagen, das haut voll hin. Normalerweise habe ich ja so gespielt, einmal Schmeiß, warten, Push, haut es auch ein paar schon um und dann geht es ruckzuck wieder hin. Leicht, mittelschwer. So, probieren wir es nochmal. Also wie gesagt, ich finde das Ding gut mit dem Schild dann zum Spielen. Es macht schon absoluten Spaß mit dem Ding zum Spielen. Also wie gesagt, jetzt habt ihr es gesehen, so weit geht's. Und wie gesagt, Skills kannst du hernehmen. Im Countdown tust du halt einen Schaum rein und durch das, dass wir Skill Tier 3 haben, am Schild haben wir sogar Skill Tier 6. Ja.
Da haben wir 6, weil wir eben die 3 Fertigkeitsringe und 3 blaue haben. Dann können wir auf 6 auf. Und bei den anderen Sachen, da sind wir dann auf auf Rang 3. 30% mehr Schaden, ja. Du kannst dann eine da, wo du lustig bist. Und ich finde das Battle einfach super. Ich hoffe, euch gefällt das. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ha! Servus dabei.